So, ich gehe noch direkt weiter an unserem Tag. Und zwar ist das heute Abend Klaus Ruprecht. Der Name sagt den meisten bestimmt nichts. Aber wenn Sie ihn sehen, werden Sie bestimmt kennen. Hier ist Klaus und Willi. Die Stimmung hinter den Kulissen ist schon mal bombig. Wie ist sie denn hier? Klatsch zusammen! Ihr seid zu gut. Ne? Habt ihr jetzt den Rauch weggewählt, der nicht da ist? Namen zusammen. Herzlich willkommen im Mötsche. So, sitzt ihr da hinten durch Zufall oder seid ihr bewusst gekommen, um hier dabei zu sein? Ich hoffe, ihr könnt uns einigermaßen hören. Ich hoffe, nicht sehen. Entschuldige bitte mal, kann ich erstmal hier eine Begrüßung machen? Also für diejenigen, die sich jetzt vielleicht noch wundern sollten, das ist schon richtig. Was Sie hier vorne sehen, ist der einzige sprechende Affe Deutschlands. Und ich begleite ihn. Sag mal, ich bin gerade dabei... Wo willst du hin? Das ist der Kürbis. Hallo Kürbis. Geht's noch langsamer? Die Lücke durch. Also schon in Ferien, keine Krötenwanderung. Der hat einen Stift hinterm Ohr. Ich hab's gesehen. Ich kenne einen guten Chirurgen, der machte den weg. Können wir jetzt bitte erstmal die Begrüßung machen? Wieso? Ja, das ist meine Aufgabe hier. Ich bin ja heute der Pate. Oh, du bist der Pate. Ciao, bello. Wenn ihr nicht macht Stimmung, dann hole ich in meine Familie. Und dann machen die... Das passt mal gut auf. Pate im Sinne von, dass man für die Künstler hier einsteht. Ach, kommt der Nächste. Du bist aber gut im Futter, mein Freund. Das ist hier der Techniker. Hast du den Sorgen um die Getränkeversorgung gemacht? Wieso? Der hat unterm Hemd ein Fässchen reingeschmuggelt. Er meint das nicht so. Also pass auf, wir machen jetzt erstmal hier eine vernünftige Begrüßung. Du siehst, wenn du dich hier umschaust, hier sitzen Menschen unterschiedlicher Altersklassen. Da sollte man mal so ein bisschen individuell begrüßen. Na gut, dann begrüße ich als erstes die werberelevante Zielgruppe der 20- bis 60-Jährigen in einen fröhlichen Tag zusammen. Was sagst du zu den unter 20-Jährigen? Ey, Alter, was geht ab, ey? Und wie begrüßt du die über 60-Jährigen mit dem traditionellen Rentnergruß? Wie geht der denn? Ich hab keinen Sieg. Aber die erste Truppe, die jetzt kommt, das sind urkölsche Jungs. Und wir haben ja in den letzten 1-2 Jahren erlebt, wie schnell und wie rasant junge, dynamische Bands hier in Köln Karriere machen können. Truppen, die man vor 2-3 Jahren noch nicht kannte, sind auf einmal da. Sowas wie Cat Ballou. Und wir haben auf jeden Fall eine Truppe hier, die vor 2 Jahren den Förderpreis Los Masinge gewonnen haben. Und ihr werdet gleich feststellen, nicht umsonst und sicherlich nicht durch irgendwelche Hilfen, sondern weil sie einfach gut sind. Die haben sich in der Schule kennengelernt und wenn man sie sieht, dann merkt man, das ist noch nicht so lange her. Sie haben sich einen Namen zugelegt, von dem sie gar nicht wissen, wo er herkommt. Ist das richtig, dass der Name daher kommt, dass euer erster Tourbus ein Lupo war? Gut. Ich darf euch sagen, ich bin aus der Generation, ich weiß noch, Lupo war eine Figur bei Fix und Foxy. Ja. Aber wie auch immer ihr auf den Namen gekommen seid, er ist kurz, er ist prägnant und er wird sich einprägen und er wird sich auch euch einprägen. Seid ihr bereit für eine richtig gute kölsche Truppe? Seid ihr wirklich bereit? Dann empfangt Sie freundlich, hier ist Lupo! Ja, einen wunderschönen guten Abend, Delbrück. Vielen Dank, Herr Kollege, für die nette, lustige Ansage. Ja, wir freuen uns heute sehr, mit euch zusammen, Show im Veedel, ein bisschen gemeinsam feiern zu dürfen und ein bisschen für euch singen zu dürfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist für euch Lupo!
Dankeschön. Ja, zum folgenden Lied würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar waren wir letztes Jahr gemeinsam im Bandurlaub im Sauerland. Wollten ein bisschen weg vom Schuss sein, damit wir ein bisschen unsere Ruhe haben. Dachten wir, sind ein bisschen produktiv. Schauen mal ein paar Songs zusammen. Und ja, irgendwann so nach dem 2., 3., 4. Bier, relativ spät abends, sind wir dann so auf den Gedanken gekommen, dass wir so ziemlich das gleiche Lebensmotto verfolgen. Und das haben wir dann für euch zu einem Song gemacht. Hier ist jetzt für euch Leer. Aber sie nennen sich Nick, Paddy, Hamster, Benjo und Andrew Biermaschinen. Wer ist Andrew Biermaschinen? Unglaublich. Also wenn du als Biermaschine in 20 Jahren auch noch so schlank bist, dann aber Mut ab, ne? So, jetzt hier, ich habe genug gelabert. Und hier, hör mal, Lupo! 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 Vielen Dank. Ja, Lupo kann nicht nur laut und schnell, sondern auch etwas besinnlicher und leiser. Nehmt euch ein bisschen in den Arm, schnuckelt ein bisschen. Hier ist für euch Niemals. Da nichts passiert, sind Vierer und
schon 3-mal verheiratet an alle Männer, die sich für meinen Typ interessieren. Sie gucken noch unten, das ist auch ganz gut, haben Sie schon elend genug gesehen. Wie gesagt, 3-mal war ich schon verheiratet. Und jetzt kommt der Hammer. Ich bin immer noch Jungfrau. Jo! Der erste Mann, den ich hatte, das war ein Musiker. Hier so ein Modell. Der hat so einen Orgel gehabt, wissen Sie. Der hat nur an mir rumgespielt. Passiert ist nix. Der zweite Mann, den ich hatte, jetzt müsst ihr gut auf die erste Silbe achten. Der war von Beruf ein Architekt. Der hat nur geplant. Passiert ist auch nichts. Aber der dritte, das war der Schlimmste. Das war mein Theo. Kennt ihr den Theo? Theo, wir. Also kennt ihr den Drecksack auch? Der war von Beruf Handwerker. Kennen Sie ja die Handwerker. Ich hab mich abends mit meiner Reizwäsche Medima 2000 aufs Bett gelegt. Mein Mann, der Handwerker war, kommt ins Schlafzimmer, sieht das Elend da liegen, guckt mich von oben bis unten an und was sagen die Handwerker immer? Ich komme morgen. Ja, ihr Leute. Das mit den Männern ist so eine Sache. Vor kurzem hatte der Theo und ich 20 Jahre Hochzeitstag. Da habe ich ihn noch gefragt. Lieber Theo, was wünschst du von mir zu unserem Hochzeitstag? Da guckt der Kerl mich an und fängt an zu singen. Ein Stein, der deinen Namen trägt. Ihr lacht. Mir war's nicht zum Lachen. Aber weil wir gerade beim Sterben waren, wollte ich's genau wissen. Da habe ich gesagt zu ihm, lieber Theo, würdest du mich betrügen? Will mir ja mal wissen. Wenn ich tot bin, da guckt er mich an und meint, Gertrud, dafür brauchst du nicht extra zu sterben. Ach, ihr Leute, geht mir fort mit den Männern. Also ich mache jetzt erst einmal eine kurze Pause von meinem Theo. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Eben war ja hier die Gruppe, gell, die Frischfleisch, sag ich jetzt mal. Ja, die waren so in meinem Alter, vielleicht 3 Jahre jünger wie ich. Der eine, der hat mich so unverschämt angeguckt, gell, so wie Sie jetzt. Gell, ja. So durch die Blicke. Sag mal, du Drecksack, was läufst du mir alles hinterher? Er schmeckt das ja, wenn die Männer so, die stehen ja alle auf mich, gell? Die fangen ja schon an zu vibrieren. Ach Mädchen, ich kann dir ein paar Tipps geben. Bei dir ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ah? Wenn du so aussiehst, hast du's gepackt. Wie gesagt, eben stand der junge Mann neben mir. Da hab ich das gemerkt. Oh, Gertrud. Oh. Ich darf nicht so doll machen, sonst fällt mein Gebiss bei Ihnen auf die Schoß. Da merk ich, Gertrud, der zeigt Interesse. Da hab ich zu ihm gesagt, junger Mann, was schauen Sie mich so an? Ja, Sie gucken auch schon so scharf, halten Sie den mal fest. Da sagt er zu mir, sowas wie Sie,
ich noch nie gesehen. Ich würde sie so gern mal berühren. Da denke ich, Gertrud, das ist deine Chance. Berühren Sie mich, habe ich zu ihm gesagt. Halte Sie mich fest und küsse Sie mich. Da seht ihr, das würde ich wohl gern tun. Aber ich habe die Befürchtung, Sie stehen unter Denkmalschutz. Ihr Leute, lasst es das Lachen raus, sonst gibt's Blähungen. So ihr Leute, jetzt machen wir mal Party. Seid ihr gut drauf? Ja. Ihr Leute, das geht besser. Ich habe ja gehört von den Kölner, die sind ja wie nach Thai. Die machen ja mit. Seid ihr gut drauf? Ja! Zicke, zacke, zicke, zacke! Hey, hey, baby! I wanna know if you'll be my girl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Hey, baby! I wanna know. Ich merke, du hast einen guten Geschmack. Gehört der Herr zu Ihnen? Aber nimmer lang. Wie gesagt, liebe Damen, das liegt nicht an den Männern. Ihr Mädchen, jetzt ist die Konkurrenz da. Tut mir leid, auch wenn ihr vielleicht 2, 3 Jahre jünger seid wie ich. Jetzt ist aus! Rein! Musik an! Jawohl! Und in die Hände! Und alle mit Klatsche! Say
Bitte. Dankeschön. Tante Gertrud war das hässliche Entlein. Und was ist draus geworden? Noch schlimmer. Dankeschön. Das ist doch unglaublich. Was hast du denn hier für einen Abfall gemacht? Ja, kannst du mal sehen. Wie heißt das so schön? Wahre Schönheit kommt nur von innen. Ja, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um dich, aber du musst mal in den Stadtpark gehen, da führt doch nicht die Ente, da ist ja nichts dran. Unglaublich. Soll ich dir was sagen? Ich sag immer. Du hast ja schon lange nichts mehr gesagt. Gut, okay, dann zum Schluss. Ja. Es gibt nur 2 schöne Menschen auf der Welt. Und Wenn die ich den- stehen hier vorne. Genau! Nein. Wie heißt so schön, wenn ich den anderen erwische, hast du ihn tot? Ha? Also, Dankeschön. ich merke ja, es war ja nichts übersehen, hier, da spielt sich was ab zwischen euch. Ne? Ich weiß nicht, ob du frei bist, ne? Aber sie ist mir wirklich nicht. Ihr zwei oder bist du die zukünftige Schwiegermama? Die Mutter. Da war doch die Schwiegermutter, ist doch Die klasse. Mutter sucht doch die Frau aus. Überlegt mal, pass auf, was ist denn immer so? Das kennt man doch, ne? Wo gibt es die größten Probleme? Schwiegermutter, Schwiegertochter. Ist immer ein schwieriges Verhältnis. Das ist doch die ideale Frau. Nach jedem Auftritt ist sie so stockheiser, die kann keine Widerworte mehr. Da ist eine Ruhe zu Hause. Die Show Empfehle besticht ja auch dadurch, dass sie eine gesunde Mischung bietet. Und wir haben jetzt einen Mann, der im Karneval schon richtig angekommen ist. Er ist ein Kind des literarischen Komitees. Und ja, man darf es wirklich so sagen, es ist im Endeffekt die letzte politische Rede, die es im Kölschen Fastelovend noch gibt. So, und wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Nähkästchengeplauder, er weiß wirklich Bescheid, denn er sitzt neben der Macht. Und zwar sitzt er im gleichen Auto mit der Macht. Er ist es, der Chauffeur der Kanzlerin. Herzlichen Dank! Wer mit dir? Was macht ihr da für Blödsinn mit der... Die wollen die Rede nicht hören. Na gut, okay. Aber Herr, ihr lebt noch, oder was? Lebt immer vor. Das gehört nicht zum Programm. Kann uns bitte hier jemand wieder rauslassen? Danke. Das funktioniert. So sieht das aus, wenn Künstler auf die Toilette gehen oder mit Headset noch alles. Der ist egal. Ja, endlich wieder in Delbrück und nicht mehr in dem usseligen Berlin, ne? Oder? Ist ein bisschen am Rennen. Ne? Aber ja, was du meinst. In Berlin ist immer 5 Grad kälter als wie in Köln. Obwohl die da wie Jeck unser Geld verbrennen. Versteht kein Mensch. Ich musste ja 89 mit der Bundesregierung nach Berlin als Chauffeur von unserem Bundesmarine. Und wir Rheinländer, die darüber mussten, wir leiden alle so an Heimweh. Jeder von uns hat den Kölner Dom auf einem Bild im Spind hängen. Das soll gut sein gegen Heimweh. Für mich ist das nicht gut. Ich fange an zu kriechen. Wissen Sie, was dem Spind hilft gegen Heimweh nach Köln? Ein Bild vom Barbarossa-Platz. Es ist ja wie weil jeder zu trinken hat, im Kölsch. Prima, Hauptsache nicht kalte Ente, die habe ich das ganze Jahr im Auto sitzen. Man darf ja zu unserer Kanzlerin nicht kalte Ente sagen. Nein, das ist doch eher wie ein Adler, der über den Dingen schwebt, oder? Obwohl, ich sag mal so, sie ist ja jetzt nicht gerade bekannt für ihr feuriges Temperament, oder? Aber ist ja auch klar, wenn in Hamburg geboren wirst und in Brandenburg aufwächst, das gibt kein brasilianisches Hüppemützchen. Ist vielleicht bei dem Job auch besser, oder? Egal wie hektisch es in Europa wird, unsere Kanzlerin hat einen Blutdruck wie ein Fischstäbchen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass ich eine Merkel fahren darf und nicht so was wie die Andrea Nahles. Da sage ich immer, lieber eine kalte Ente aus Brandenburg als ein dummes Huhn aus der Eifel. Wie ging das denn früher, wenn der König Soldaten brauchte? Wie lief das denn früher? Da zogen die Wärmer durch die Kneipen, haben die jungen Männer besoffen gemacht und am nächsten Morgen waren wir Soldat. Ne? So lief das doch. Erst Suffen, dann Uniform, so lief das bei den Preußen. Erst Uniform, dann Suffen, das sind nicht die Preußen, das sind die blauen Funk. Welches Problem? Ich habe jedes Mal die Frage, was schenke ich der Frau Merkel zum Geburtstag? Erinnern Sie sich an die Halskette von der Bundeskanzlerin? Da beim Fernsehduell, haben Sie gesehen, ne? Schwarz, Gelb, Rot, da das Ding da. Hat sie von mir. Ich habe das Ding vom Deiters. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, was kann ich dir zum 60. Geburtstag schenken? Ich habe mir gedacht, vielleicht einen Orden.
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nichts beendet eine politische Karriere so sicher wie Rücktritt, Abwahl und der Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen. Meine Damen und Herren, ohne Quatsch, Jürgen Rüttgers den Orden fort, Friedrich Merz den Orden fort, Heide Simonis den Orden fort, hier der Westerwelle, der Orden fort, der Gutenberg-Orden. Meine Damen und Herren, das ist kein Orden, das ist ein Mühlstein. Ich weiß gar nicht, was die da in Aachen anrichten. Ich meine, die nennen das Karneval. Ne? Was schön ist, wenn ich mal den Wagen für mich alleine habe. Die Kanzlerin hat einen ganz tollen Audi A8 Sonderschutz. Und wenn ich so unterwegs bin, ohne sie, dann kannst du ja Leute kennenlernen. Letztens stehe ich an der M-Ampel und neben mir ein unglaublich doller Schuss. Ich fahre langsam das Fenster runter. Der Schuss fährt auch langsam das Fenster runter. Ich lächel rüber, sie lächelt zurück. Habe ich mir gedacht, jetzt musst du ja was zu ihr sagen. Habe ich den Schuss angesprochen. Ich sage, na, auch gepupst. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr ein bisschen Spaß hattet an meiner Grillescherei. Der Berliner sagt mir, kann keiner. Der Kölsche sagt, mich können sie an. In dem Sinne, viel Spaß noch. Die Leser mit seinen Liedern für euch. Hier ist Demi Bach. Opa, einen wunderschönen guten Abend. Geht's euch gut? Jetzt geht die Party richtig los. Der Abend fängt erst an. Ich war ein echter Trauerklos, als die Fete hier begann. Jetzt geht die Party richtig los. Jetzt sind wir alle da. Nicht viel wird hier die Stimmung groß. Schalali, schalalalala. Nicht viel wird hier die Stimmung groß. Schalali, schalalalala. Einen wunderschönen guten Abend hier im Höttchen. Ja, ist das Mitleid oder Begeisterung? Wir können uns ja noch entscheiden, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kennt ihr euch alle untereinander? Nein? Dann schauen wir jetzt mal alle nach rechts, nehmen die Hand und begrüßen unseren Nachbarn und sagen, schön, dass du heute hier bist. Komm, das kannst du mit mir machen. Guck mal, rechts ist hier. Seht ihr, und schon geht ein Lachen durch diesen Raum. Und so machen wir jetzt auch weiter. Wir haken uns einfach bei der netten Nachbarin oder bei dem netten Nachbarn ein, denn ich habe ein bisschen Stimmungsmusik mitgebracht. Und hier wir schunkeln von links nach rechts. Auch da hinten die Herrschaft in der Bildabteilung. Wir schunkeln nach rechts. Wir schunkeln nach links. Wir haben gute Laune, ist alles im Lack. Und Heidi mag Jürgen von links am Blick. Hat Sonne im Herzen und Spaß in den Backen. Kannst du mit dem Hintern noch Walnüsse knacken? So eng beieinander, da kommt man sich nah. Euer Husar und wir schunkeln. Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln nach links. Wir haben gute Laune, ist alles im Lack. Und Heidi mag Jürgen von links an links. Wir schunkeln. Ich war die Nacht ein Vogelsang. Ich bin allein am Fluss entlang. Also ich dort am Ufer stehen. Und du bist mit mir, es war so schön. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Jeder Tag ist so schön, weil wir zwei uns verstehen.
let's go. Und die Hände schön zusammen im Rhythmus. Zicke, zacke, zicke, zacke. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. It's older than the trees, younger than the mountains, growing like a trees. Country road, take me home to the place. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories, days around her, I must stay here straight into small town. Dusty, painted on the sky, misty just of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear a voice in the morning as she called me. Radio remind me of my home far away. Driving down the road I get the feeling that I should have been of yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mamas, take me home. Country roads, all together now, alle zusammen. Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, hey, 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 hey. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads will be on my mind. Hey, 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 hey. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, take me home. Country road, take me home. Country road. Ich sage Dankeschön, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns irgendwann irgendwo einmal wieder und ich verabschiede mich mit Bye Bye! Bye bye my love, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye my love, immer Furcht. Und eines, das ist klar, ich werde euch niemals vergessen, denn die Zeit mit euch war schön. Bye bye my love, auf Wiedersehen. Und wir sagen Dankeschön für Stimmung und für eine hochdeutsche Version von Bye Bye My Love, Danny Bach. Ja, ups, was war das denn? Der letzte Schlag noch. So, ja, ich musste ihn unbedingt noch mal rausbringen. Ja, endlich. Aber du bist die ganze Zeit da hinten rumgesessen, wie hat es dir gefallen? Boah, an der Stelle bin ich schon gerne gesehen. So, Schwiegermutter, wie sieht's aus? Hast du dir was ausgesucht? Du hast eine starke Haarfarbe, wie unser Auto, Silber Metallic. Dass man so richtig mit Frauen umgehen kann, endlich. Was? Möchtest du eigentlich irgendwann mal heiraten? Ich dachte eher so an Leasing.
Leasing. Wie stellst du das dir vor? Sehr praktisch. Wenn die Frau eine jüngere Schwester hat, bekommt der Mann nach 3 Jahren automatisch das aktuellere Modell. Ach, guck mal, da Tüte wieder, ne? Geh mal die Hand aus der Tasche, dann tut's nicht so weh beim Klatschen. Irgendwann kommt mal einer nach vorne und haut dir eine vors Maul. Und dann hast du die Hand gebrochen. Ja, mein Freund, da musst du noch eine Sekunde drüber nachdenken, ne? Da muss der Kürbis gar nicht drüber nachdenken, der weiß ja, dass ich Bauchredner bin. Ist das nicht ein blödes Wort? Ich finde das Wort klasse. Bauchredner sind Leute, die mit ihrem Bauch reden, ne? Oh, dann bist du ja quasi ein Kollege, ne? Der auch? Ja, der hat sich vorhin beim Essen über die Wante gestreichelt und gesagt, na Dickerchen, gönnen wir uns noch einen Nachtisch. Können wir diesen Aufsatz jetzt hören? Ja. Mein aufregendstes Erlebnis in Köln. Gestern stand meine Nachbarin, dieses kleine Flitterchen, bei uns zu Hause vor der Porz. Die Bluse so weit geöffnet, dass man die Nippe sehen konnte. Und sagte zu mir, na du kleiner Deutz, möchtest du mal Fühlingen? Auf einmal merke ich, wie mein Zollstock immer längerig wird. In aller Eil sagte ich zu ihr, hey, findest du das gut? Heu mal sofort auf mit dem Gesülz, damit mein Bilderstöckchen wieder in Ehren fällt. Super, herzlich willkommen. Ich brauche natürlich, was soll man sehen, wenn man alleine singt, ne? Ihr habt nämlich auch einen Part und den müssen wir jetzt üben. Ihr macht und ein Hütche. Der Affe ist heute los. Und ihr. Und noch hinne. Und der Zeitungsmann. Es ist ein Wesen in Köln am Rhein. Seine Klappe ist sehr groß. Bei Klaus und Willi heißt die Devise, der Affe ist heute los. Ihr seid wieder dran. Da geht der, da ist Luft drin. Wenn Dieter Bohlen den Superstar sucht, dann ist der Andrang groß. Doch macht er's Maul auf, dann denkt ein jeder, der Affe ist heute los. Wir kommen zum Fußball. Der Jürgen Klopp ist ein super Typ, als Trainer schon ganz groß. Doch wird er sauer, dann schreit der Schiri, der Affe ist heute los. So, ich finde, ihr habt genug geübt, jetzt seid ihr ganz alleine dran. Erstmal die Seite. Schwiegermutter, gib alles. Könnt ihr das da hinten steigern? Im Namen aller Künstler. Ihr wart super, ihr wart nett, ihr wart klasse, ihr wart da und ihr habt verkürzt.